It seems the people believe that a knighting is in order. Do not think to run away from it this time. You think I would? What are you waiting for? Kneel before Lady Callista. Right. That's mine and Dacron's sword. Your dearest treasure shall now be the proof of your knighthood. Callista. In the name of the Argonan founder, I dub thee Sir Zale. Be kind and be brave, and safeguard all who dwell in this land. I hereby swear to uphold the ideals of a knight, and to live only for others from this day forth. Alter, ich hatte gerade echt eine Gänsehaut. Hey. And then, the meteor shower season came around once more. Kapitel 44, Sternenturm, Nacht. Und damit das letzte Kapitel, Freunde. Wow. This year's meteor shower is beautiful. Und gleichzeitig auch das kürzeste Kapitel. Callista. Sorry I'm late. Tja, Freunde, ihr seht, gibt ja keinen Speicherpunkt und so. Und deswegen würde ich sagen, es wird Zeit, das Spiel ein für alle Mal zu beenden. Und zwar komplett von dem her. The Last Story 1, wenn man so will, oder der erste Durchgang. Schon vor Jahren abgeschlossen. Jetzt Last Story New Game Plus auch. Und ob es mal ein The Last Story 2 oder irgendwie sonst ein neues Let's Play für ein neues Last Story Spiel geben sollte. Oder sogar für The Last Story HD mal. Wer weiß, wer weiß.
The Last Story. Mit den Stuff Credits. Ah, da sind sie ja. Ja, Freunde, das war's also mit diesem Re-Let's Play, Anführungszeichen. Ja, eigentlich war es ein Let's Play zu Last Story New Game Plus. Also Re-Let's Play mäßig. Die einen würden sagen ja, die anderen nein. Ist aber auch egal. Ja, jedes wunderschöne Spiel muss auch mal zu Ende gehen, genauso wie jetzt das hier zum zweiten Mal von dem her. Und deswegen natürlich jetzt auch meine zweite Meinung, war? Feedbackmäßig und so. Ja, hat sich die geändert zum ersten Mal? Ich weiß gar nicht so sehr, ich glaube eher weniger, weil The Last Story, ich finde immer noch, es ist ein grandioses Spiel, was so schade ist, dass es damals auf der Wii erschien. Zum einen, ich meine klar, die Wii war damals schon geile Konsole und so, hat sich sehr gut verkauft, natürlich alles so, gar kein Problem. Aber wie man dann gesehen hat, teilweise performancemäßig war es dann doch ein bisschen am Anschlag. Vielleicht liegt es auch an meiner Wii, vielleicht war es allgemein gar nicht so. Aber ich hatte das Gefühl, ja, hier im New Game Plus hatte ich teilweise so während des Kampfes grandiose Ruckler. Vom Spiel her, nicht von der Aufnahme her, sondern wirklich vom Spiel. Also sprich von der Konsole, das ist natürlich schade. Also so ein Spiel würde definitiv ein Remake verdienen. Und ganz ehrlich, es wäre so geil, wenn Nintendo davon auf der Switch nochmal einen Port machen würde. Wirklich einen HD-Port und so, alles hochauflösen und so, weil das Spiel hat es mehr als verdient. Es ist auch nach dem zweiten Durchspiel, jetzt nach New Game Plus, ist es immer noch eins meiner Lieblingsrollenspieler. Und ja, es ist einfach, klar, es ist vielleicht, wenn man es mit den anderen beiden vergleicht, wie Pandora's Tower und Xenoblade Chronicles, vor allem mit letzterem, ist vielleicht nicht ganz so lange, daher eher eines der kürzeren Rollenspieler. Natürlich auch vom Setting her, wir hatten eigentlich vor allem die Insel Lazulis, viel mehr gab es nicht. Der Kontinent der Gurax, da war es für ein paar Folgen, aber ja, größtenteils halt die Insel Lazulis. Man hatten jetzt nicht so viele Freiheiten, aber ganz ehrlich, die Story, das Feeling, die Musik, die ganze Charaktere, die man darauf eingegangen ist, nicht nur jetzt halt auf Sail, Kalista, Dagwood und Sanguak, die halt am häufigsten, sag jetzt mal, in Forderung gerückt wurden oder wo man am häufigsten irgendwie Aufs und Abs erlebt hat, sag jetzt mal. Nee, es waren auch die ganzen anderen, wie man halt auch Vergangenheit noch ein bisschen erfahren hat von unseren Mitstreitern und Team und auch ihre eigene Persönlichkeit entdeckt hat und natürlich auch mit Furious, General Ashtar und gut, Chiral, ja gut, die natürlich auch, weil meine gehört auch dazu. Auch so ein Arsch gehört zu seinem Spiel, zu einem grandiosen Spiel, um halt dem Ganzen so ein geiles Feeling zu verpassen. Und ich muss sagen, es waren doch relativ viele Charaktere, die eingeführt wurden, die man mitunter selber spielen konnte, mitspielen konnte, über die man viel erfahren hat. Und ja, das sind, wir haben jetzt 72 Parts, mal 20 Minuten ungefähr. Also das ist nicht schlecht, so von Länge her, also das trotzdem noch geschafft hat, das alles reinzupacken. Und eben die Story, ich meine klar, jetzt können die anderen sagen, ja, Sail Kalista, wenn mal so eine typische Love Story. Kommt Leute, aber die Love Story, die hier, die schlägt sowas wie, ja, ich sage es lieber nicht, Twilight, ich meine, die schlägt sowas um Längen, und es ging nicht nur darum, ich meine, das Ganze mit dem Fremden, mit dem Krieg zwischen den Gurax und den Menschen, bla bla bla, mit dem, was sogar in einem 4 Wänden bei Lazulis, sprich mit dem Grafen und Kalisten, den ganzen Familienangelegenheiten, was da abging, es war, ich muss so sagen, es war von Anfang bis Ende war spannend, es war nicht zu viel. Also nicht zu viel von der Story, nicht zu viele verschiedene Elemente, man konnte trotzdem noch gut mitkommen. Alte Musik, hey. Und trotzdem wurde sie grandios gut erzählt, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, also der Storyschreiber, der hat da Respekt. Wenn man das alles so kompakt hinbringen konnte, da kannst du auch gut sagen, nee, so ein Spiel braucht gar keine DLCs, damit es doch irgendwie noch, also klar, noch besser, ja, gutes Anführungszeichen, wenn man so ein Spiel noch besser machen könnte. Aber braucht es wirklich noch DLCs dazu? Nee. Das Spiel ist von Anfang bis Ende einfach grandios, so wie es ist.
Eben vor allem Story, Charaktere, der ganze Aufbau. Das ganze Setting, Musik, ich habe schon 1000-mal erwähnt. Kampfsystem ist hier auch ein bisschen eigen. Teilweise habe ich schon mal erwähnt. 1, 2 Bugs, wo ich mir sage, Spiel, muss das sein? Zum Beispiel, wenn du eben einen Blocken bist, gehst ins Kommandomenü rein, kommst wieder raus, das Blocken ist wieder fertig. Das kann, vor allem bei New Game Plus, die Gegner doch ein bisschen höher gelevelt sind, kann das mitunter in die Hose gehen. Deswegen waren natürlich auch die Kämpfe zum Teil, vor allem gegen Ende, waren doch um einiges länger als beim ersten Durchgang. Shall we go? Callista. Sure. Seht ihr, dass irgendwas gefragt, aber hast gar nicht verstanden. Scheibenkleister. Ja, Ende. Ende im Gelände. Ja, das Ende eines grandiosen Spiels. Sie haben gerade die ganze Zeit so ein bisschen mit mir überlegen, wie könnte man hier einen zweiten Teil rechtfertigen? Also wie könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir machen dann The Last Story 2. Ich meine, was wir noch nicht wissen, ist zum Beispiel jetzt, wie es mit Furious weitergeht. Man hat gesagt, er bleibt jetzt auch mal im Kaiserreich und so. Und seine Vergangenheit, grundsätzlich kennen wir jetzt auch noch nicht so genau. Oder wie er bei General Ashtar quasi, ich sage jetzt mal, angeheuert hat, in Anführungszeichen. Und eben auch die Zukunft von Lovell, Yurik, Mirania, Cyrene. Natürlich auch die eben von Callista und Zale. Ich meine, ob die beiden jetzt einfach halt zu Hause bleiben in ihrem Schloss, aber wenn es natürlich auch schön ist und so, und dann Familienplanung und so rummachen, ich glaube nicht. Also ich bin der Meinung, man könnte da durchaus noch was bringen. Vor allem eben auch das wegen dem Frieden zwischen Menschen und Gurags. Weil ganz ehrlich, klar, das Fremde ist weg, okay, aber ob es deswegen automatisch Frieden gibt, das wage ich zu bezweifeln. Was wir auch noch nicht wissen, von den Gurags und Mächtigen, klar, Senguag ist tot, Zesha, das war glaube ich der mit der Magie, der erste ist ja auch tot, aber der zweite, oder was Zephyr, ich glaube war Zephyr, Zesha war der Schwerkämpfer, ob der zweite, ich meine, wir haben ihn nie sterben sehen, ob der wirklich tot ist oder irgendwie abgehauen ist am Schluss oder sonst irgendwie in die Luft entschwunden ist. Ich meine, könnte durchaus sein, dass er ja eben noch eine weitere Art von wie soll ich sagen, Anti-Mensch-Einheit entwickelt oder so. Also verstehe ich, was ich meine, dass halt immer noch treu zur Philosophie seines Königs und Senguag steht und natürlich auch seinen Bruder rächen will und so weiter und so fort. Ich glaube, da könnte man einiges machen. Natürlich ein HD-Remake von dem hier, plus eben The Last Story 2 oder halt eben ein Vorgängerspiel, wobei im Vorgänger ist halt ein bisschen, sag ich jetzt mal, schwer. Schwer aus der Hinsicht. Ich meine, was können wir da erklären? Aus der Sicht von Dagran zum Beispiel jetzt nochmal, wie halt eben Dagrans Eltern, sein Dorf niedergebrannt wurden, wie er erfuhr, dass General Ashtar derjenige war, der ganz befehligt hat, also theoretisch befehligt hat, er hat natürlich nichts damit zu tun gehabt, aber die Ritter, die das angerichtet haben, haben halt auf sein Kommando gehört, im Prinzip, und und wie halt aus den Kindern Dagran und Zale halt die Söldnertruppe wurden. Und vielleicht eben auch ein Schwenk zu Callista und anderen, wie es ihnen so ging, bis sie halt auf Zale traf, beziehungsweise bei Callista natürlich, auch mit dem Verlust ihrer Eltern, so wie das vonstatten ging, könnte man eventuell, aber man weiß ja eigentlich schon relativ viel darüber. Deswegen glaube ich eher weniger, dass irgendwie eben ein Spiel geben wird, quasi im Prequel von The Last Story, was die Vorgeschichte erzählt, sondern eher ein Nachfolger. Ja, klar, das Spiel heißt Last Story, die letzte Geschichte. Ja, aber kommt das euch jetzt hier so vor, als wäre es wieder komplett fertig erzählt? Nee, also mir kommt es so vor, von wegen, ja, es ist ein schönes Spiel, kompakt in sich geschlossen. Es kann so enden, es braucht keine DLCs für weitere Dinge zum Erklären. Nö, alles perfekt, aber man könnte eben noch mehr draus machen. Eben einen The Last Story 2. Wo dann, keine Ahnung, vielleicht stellt sich heraus, dass der Stern des Landes gar nicht aufgehalten wurde, weil, keine Ahnung, vielleicht die Verbindung von Zale zum Fremden daran schuld ist, oder es gibt noch ein drittes Fremdes auf der Welt, oder Pustekuchen, es gibt noch irgendwelche anderen, sagen jetzt mal, dunkle Magier daraus ihre Vorteile ziehen wollen und
Vielleicht solche, die versuchen, das Ritual zu erneuern, das Fremden wieder auf die Erde zu bringen. So, man könnte theoretisch noch vieles bringen. Oder eben halt auch einen Zeitsprung natürlich von 10 Jahren zum Beispiel. Vielleicht sogar 20, wo es dann halt um die Kinder unserer Freunde geht. The Last Story, Next Generation. Naja. Man könnte so vieles machen, Freunde. So vieles. Aber das soll es mal gewesen sein. Ich spreche jetzt mal hier. Was sonst noch sagen möchte ist, vielen Dank, dass ihr auch das angetan habt. Ja, teilweise angetan habt, meinen langen Kämpfen. Ich natürlich hoffe, es hat euch trotz allem sehr viel Spaß gemacht und ihr freut euch auch schon auf die nächsten Rollenspiele. Vielleicht nicht gerade diese Art, sondern in einer ähnlichen Art und Weise. Ach geil, dieses Titelbild. Ja, hat schon was. Obwohl eben der Grabstein da, wo jetzt General Asher da liegt, das ist der eigentlich von Dagran. Und die beiden im gleichen Ort begraben, kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Ist auch egal. Ja, und wie bereits erwähnt, sollte es mal weitergehen mit Last Story, dann sicher in einem komplett neuen Spiel, einem HD-Port, Remake oder auf dem Dolphin-Emulator, whatever. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.